Haut 22. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche von Habst. Mi wardro vun heit Sondesmass. Et singt Sopranistin Patricia Freres, Organist aus den Jonathan Grün. Hier spielt d'André Chacon vom Couperin. Dunno singt Solistin die Ehre Gottes vom Beethoven. Deutsches Hochamt vom Michael Haydn. Alleluia vom Bach. Ave Maria vom Alain Géant. Und als Schlusslied Domine Deus vom Vivaldi. Durchel spielt als Sorti Toccata in Seven vom John Rattach.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid heit zu Habscht an der Kirch, leif alle Gull, die da iwwer Medien mat deis verbunden sit. Wir wollen op diesem Sonntag dem Herrgott begegnen, als im Wort, wat eis schenkt, an am Brot, wat für eis bricht. Dorop los wir eis lo präparieren, an dems wir in Verzeihung frohen, wir sind a Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia.
Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herz ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Wort des lebendigen Gottes. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am 3. Tage auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, du Satan, sagte Jesus zum Petrus, hast das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, das übertrieben. Wir kennen ja auch den Spruch, du bist ein kleiner Teufel. Mir das viel mehr harmlos, heierns du sogar Leif gemengt. Mehr graf klingt das schon, wenn ihr seht, den hört der Teufel an der Pack. Es wie es, mit der Uriet, du Satan, überdreifte Jesus gewaltig und hätte doch mehr freundlich können suchen. Worum es geht? Der Jesus verzählt von seinem Ende, dat ihm tragischerweise bevorsteht, wo Folter an Tod, all dat, was ihm ugedo wird ginn, und zwar nicht ein Tod, wie in all Menschen irgendwie trifft. Der Jesus sieht voraus, dass sein gesamter Lebensauftrag scheitern wird. Die Autoritäten von Jerusalem werden hier auflehnen, Hohepriester als Schriftgelehrt werden hier brutal totmachen lassen. Hier endigt als total gescheiterte Prophet. Ein Projekt, den an die Box geht. Da vertritt Petrus die Stimme von der Vernunft, vom gesunden Menschenverstand. Hier bleibt höflich und zurückhaltend. Er widerspricht dem Jesus nicht für und den anderen Jünger, aber ihn hält ihn auf Zeit. Hier seht, was eigentlich all raisonable Mensch von all Zeit bei so enger Ankündigung auch ging soen. Aber da muss es doch Alternative gehen. Los mal da mal gucken, was sich machen lässt. Du musst ihn doch auf verschiedene Schrauben drehen können, wie das da nicht passiert. Und natürlich meinte Petrus auch innerlich, wie weit soll mir dann nach Matter gehen, wenn's de Locho sees, dat alles schief gehen wird. Et lohnt ja schließlich kein Kabin ob engem Schiff, dat inner geht. Eng all Indianer Weisheit seht, wann's du feststellst, dass du ob engem Pferd reizt, dat du das, da Klammer auf. Der Jesus versteht de Petrus ganz genau und hält ihm vier. Du gehst mit menschlicher Vernunft und die Sache run. Oder wie es am Bibeltext heißt, du hast nicht das am Sinn, was Gott will, wie was Menschen wollen. Weil der Jesus weiß, hier muss sein Auftrag erfüllen. Und zwar so, wie ein de von Gott erfort kriegt hat. Hier kann will nicht der Hand zurück. Man doch schon, hier hat genau gesehen, worauf sein Auftreten ging herauslaufen. Wie wird heute also nicht abgehen? Wie wird also nicht mehr losgetrüppelt und zum Beispiel für paar Jahre inner gedauert? Das wäre auch bei Eis die Stimme von der Vernunft gewirrscht, für ihm das notzulehen. Aber der Jesus lebt unsere Mission, unsere Berufung. Hier muss sein Kreuz ob sich holen und nicht drohen. Nicht, weil er willentlich scheitern will, wir wollen do mit seinem Blut gewissermaßen unterschreibt, was er bis dahin gesot und gemacht hat. Es geht um Konsequenz am Leben, Konsequenz bis zum Schluss, bis ob lässt, auch wenn das kascht. Und hier kastet sein Leben. Kreuz gehört zu seinem Lebensprojekt, das seine Beglaubigung an sein Höchstpunkt. Der Jesus muss sein Kreuz ob sich holen und drohen, weil er damit Ruf taucht
an den tiefste Misere, an die schrecklichste Erfahrung von den Menschen, als sich durch ein gemeinsames Schicksal Martinen, und zwar tiefsten denkbaren Punkt, solidarisiert. Als sie von dem Punkt und dem Punkt trifft, hinnen do begegnet, als sie do verbannen hier mit seiner Präsenz erfüllt, sprich sie erlöst, wo sie a Kontakt, an heilenden Kontakt bringt mit sich, mit Gott. Du winst klimmt hier nicht raus aus dem Lebensprojekt, hinaus kein Aussteiger. Den Auftrag, den ihr vor Gott hier kriegt huet, an ob den ihr sich angelos huet, wollt ihr erfüllen, und zwar bis zur Neige, radikal, kompromisslos bis zum bitteren Ende. Auch wenn die Erfüllung von dem Auftrag unerträglich ist. Den Auftrag nicht zu erfüllen, wie gerade so unerträglich. So ergeht es ebenfalls dem Jeremia an der ersten Lesung. Und so hat hier noch gern, dass wir eis und him inspirieren, mir als sing Jünger, als die mit ihm gehen, als die hier als sein Schicksal herumspiegeln, als seine Existenz teilen. Daher also sein Appell aus dem Evangelium auch und eis Kreuz zu drohen, und also kut bei der Stange zu bleiben. Von mir leif Matchristen haut davor schwätzen, dass ein Kreuz zu drohen huet, da bedeutet dat, hier oder sie muss etwas Schweres oder Desagreables aushalten. Was könnte so ein Kreuz am Leben sein? Schwer Krankheit, Einsamkeit auf Verluste sein, Armut, Depression, Misere, materiell oder moralisch Not, an so vielen. All das kann belastend sein, kann eist Fried und Unbeschwertheit vom Leben holen. Wie kann es da sein, dass der Jesus den Jünger opfordert, Kreuz auf sich zu holen? Der Jesus ist der Freund von den Menschen, die nicht gut mit uns mengt. Wie weit soll ihn da müssen ein Kreuz drohen, was nur alles ernst wie agreeabel ist, aber dem Leben zu hell machen kann? Da muss ich wohl von vielen ran unterscheiden liefern. Vieles von dem, was Leben uns oberlädt, können wir nicht ändern. Wie Krankheit, Ängst, der Verlust von einem lebenden Mensch. Anderes, was belastend wirkt, können wir ändern. Wie Streit beilegen, Probleme aussprechen und lesen. Der Jesus will sicher nicht, dass wir all das, was schwer ist, einfach erdrohen. Hier ist ja kein Sadist, den anderer will quälen, abhängigen. Und wir sind kein Masochisten, die sich selber wehtun. Und noch kein Doloristen, die bewusst den Schmerz absichern, für ihren heldenhaft zu erdrohen. Wenn man etwas und dem Negativen, was uns belastet, bedrängt und zusetzt, ändern können, da sollen und dürfen wir das evidenterweise machen, da das völlig klar. Aber in etlich Sachen, die uns nicht gefallen oder nicht passen, lassen sich nicht einfach aus dem Leben eliminieren. Das schwer Lasten gilt dann zu drohen und zu erdrohen. Sogar wenn wir das Kreuz refusieren, wir entgehen ihm nicht, es hält uns an. Sogar wenn wir für Kreuz fortlaufen, es kriegt uns rum. Und da muss man uns damit befassen und uns ihm stellen. Aber besser, wir wissen dann etwas damit anzufangen, wie wir stehen hilflos und ohne Perspektiv da. Besser ihm einen Sinn aufzugewinnen, wie drin zu verzweifeln oder zugrund zu gehen. Es könnte noch dabei, da muss man auf etwas verzichten oder eine Anstrengung auf uns holen, für etwas, was wichtig ist, möglich zu machen. Zum Beispiel aufwendig lästig Studien als Berufsausbildung, Training erfasten für fit zu bleiben oder ein Mordstretement für ihrem gesund zu gehen und so weiter.
Vier etwas zu erreichen, muss man Strapazen obeisholen, Erfolge machen, Negatives ausstiechen. Also auch ein Kreuz. Wie eine Freund, eng Freundin vom Jesus ass, wird nicht ohne Probleme leben können. Mir sollt aber mit den Problemen ernst umgehen. Wenn ich ändern kann, was mein Leben schwer mischt, dann mache ich das. Was ich nicht ändern kann, probiere ich, gelassen hinzuholen, es zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Bedrängnisse vom Leben als Defi akzeptieren, durch sie durchgehen, a Platz für und hinnen auszuweichen oder zu kapitulieren. Das ist der Weg für bei Gott. Dann droh ich mein Kreuz, Mam Jesus, und ich droh ihm et no. Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. An ich drohe nicht solidarisch mit allen anderen Kreuzdreher auf der Erde. Und das sind da viel. Das ist also den realistischen Weg, den der Jesus weist, für das als Leben reüssieren kann. Und da sind ich, liebe Bruder, liebe Schwester, ein echter Jünger, eine Jüngerin vom Jesus. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los mal lo am Gebet zu Summe stohen, wie das den Herrgott eis sein Gnoden schenkt. Für dem Jesus den Freund, die gute Nachricht vom Evangelium an der Welt verbreden, probieren donno zu leben. Für sie losen wir beten, Herrgott, heia eis. Für die Völker, die am Krieg leben, an der Friede sichern. Für sie losen wir beten, Herrgott, heia eis. Für all die Jung, die de Latzun als sich goe losen. Für sie losen wir beten, Herrgott, heia eis. Für eis Poch, die Einheit Sicht erbrauch. Für sie losen wir beten, Herrgott, heia eis. Herrgott, gute Papa im Himmel, lauscht da ob eist Gebet, a schenk eist den Gnot durch Christus, eise Bruder an eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu der ganzen Welt. Herr, unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, an alles, was du geschaffen hast, verkünde ich dein Lob. Allem, was das, schenkst du Leben am Meset hellig, durch dein Jung, eisen Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du Volk zusammen, das dir gehört, wie dat es überall, von Osten bis nach Westen, dingem Numm in Affer durchbringt, was dir gefällt. Du verbieten wir dich, Herr, guck, ob das Goven, die wir bräuchten tun, für dir sie zu weihen. Mach sie hellig durch dein Geist. Lose zum Leib an zum Blut gehen von dem Jung, unser Herr Jesus Christus, den uns abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Verland er nicht, wo hier verrote kauf, du hältst ein Brot aus in Hen. Ihr seht den Dankgebet, ihr bricht Brot, regnet singe Frin, a seht, holt an erst alle gut davon, Datei aus mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hölte noch de Kirlich, seht rimmen Dankgebiet, riecht de Kirlich singe Frin, seht, holt und dringt alle gut raus. Datei aus de Kellich mat mingem Blut, Blut vom Neuen an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Anner, für dat Sünden verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstuhl feiere mir, bis du kannst an Herrlichkeit. Herr Gott, du verfeiere mir Dundenke von deinem Jung, mir verkündige sei Leiden, durch das wir erlöst sind, wir bekennen die Herrlichkeit von seinem Oberstuhl nach von seiner Himmelfahrt, wir werden drauf, dass hier ne Rimm könnt Ende von der Welt. So bring mir das Lehrwicht an Hellicht Affer durch, für dich zu loben, an dir Merci zu soen. Guck voller Liebe ob Daffer von deiner Kirche, erkenn du an Daffer von dem Jung, der deis mit dir versöhnt wird, so wie dein Willen wär. Wenn wir lo mit singem Leib, und mit singem Blut gestärkt, und mit singem Heiligen Geist erfüllt gehen, da los eis Leib an Geist gehen a Christus. Ihr soll euch selber zu engem Affer machen, dat dir für immer geheiert,
wie dat ma Undeel kreien und enger Ehefschaft, mat allen, deis du erwählt hast, mat der Helger Jungfrau Maria, der Gottesmann, dem Helge Josef, mat dingen Aposteln am Märtyrer, a mat allen Heiligen, durch denen hiet Gebiert mir allzeit op den Hölf ziele können. Wir beten dich, Herr, dass Affer von unserer Versöhnung soll Sege gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW ist, am ersten Steig am Gelaf aneinander lebt, zusammen mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Jean-Claude, mit allen Bischöfen und Geistlichen, und am ganzen Volk, das deint ist. Guck op den Familien, die der heute zusammengerufen ist, und steh hierbei an allem, was sie umherzut. An dem erbarmen, gute Pap, feier all den Kanner, die nach verspricht sind, bei dir zusammen. Denk auch an uns verstorben, Brüder und Schwestern, und an all die an der Not aus dieser Welt fortgegangen sind. Wir feiern das Mass für Jean Schmidt und für Jean Leyen. Hol sie op bei dich an dein Reich. Du hoffen wir eis Martine für immer an deiner Herrlichkeit zu freien, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Durchhirn am Matthemann anheben, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eher, lo an immer an ewig. Amen. Nur will man zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise Pap am Himmel, dein sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so ob der Erd. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie groß ist deine Güte, o Herr,
die du bereithältst für alle, die dich fürchten und ehren.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Habst. Die nächste Sonntag überdrohen wir Mass von Bettendorf. Und los schalten wir zurück an den Studio.